Hallo zusammen, hier ist Crown Cletus oder der Chris. Wir haben hier ein ganz spezielles MW3-Gameplay. Und zwar schauen wir dem Swifty zu. Dabei sind auch noch der Laser, der Atomic, der Hectic, der Python und der Giant. Und sie haben sich da eben mal etwas ganz Spezielles mal vorgenommen. Und zwar, dass sie das Game gewinnen wollen, ohne einen Kill zu machen. Und es hat ja schon jenste Leute gegeben, und das war, glaube ich, auch eine Commander-Krieger-Herausforderung oder so, oder wie er das mal immer sagt, das mal zu machen. Und ja, ich finde es geil, dass ihr das auch mal ausprobiert habt. Es ist sehr interessant, sich das anzuschauen. Und ihr werdet es dann sehen, in meinen Augen schnallt es nur einer von den Gegnern, dass etwas nicht stimmt. Weil nur einer schafft den Moab. Und ja, ganz ehrlich, wenn ich nach 30 Sekunden nie gekillt werden, ich würde überlegen, doch kann irgendetwas nicht sauber sein und einfach mal drauf losziehen und dann realisierst du ja schnell, dass du nicht abgeschossen wirst. Ja? Aber eben, wenn man zu viel rumcampt oder so, dann kann es natürlich immer gut sein, dass man so etwas gar nicht schnallt. Anyway, das läuft jetzt hier im Hintergrund zu eurer Unterhaltung. Aber ich habe eigentlich ein paar andere Themen, die ich hier mit euch anschauen will. Und zwar Black Ops 2. Es ist ganz spannend. Gestern sind sie richtig durchgedreht, Kommentatoren. Was habe ich gesehen? Ein Video vom Team Martin, das richtig gut war. Der Woody hat darüber geredet, der Whiteboy hat darüber geredet. Und der Stein vom Anstoß, wie man aber so schön sagt, ist eigentlich die Tatsache, dass das neueste Video vom FPS Russia fliegt so mit einer Recon-Drohne um, die ballern und alles. Und das Video ist offensichtlich fake, weil so eine Recon-Drohne kann weder ein 100-Schuss-Magazin transportieren, noch, keine Ahnung, den Rückschlag von so einem kleinen Pistolen ausgleichen und alles. Also, eben, es ist auf jeden Fall fake und am Schluss vom Video unten links steht, dass er sich herzlich bedankt und so, bei den Call of Duty Macher und alles zusammen. Und das ist in meinen Augen eigentlich der grösste Hinweis, dass wir hier ein erstes Zeichen von einer Information bezüglich Black Ops 2 haben. Etwas mehr oder weniger Offizielles. Weil die Sache ist auch noch auf die, wenn man auf callofduty.com geht, sieht man dort noch ein paar verschwommene Bilder oder man sieht besser gesagt noch fast gar nichts. Und das wird jetzt eigentlich von Zeit zu Zeit wird immer wieder etwas Neues gezeigt. Und im Moment gibt es nur ein Bild, das sehr verrauschend ist, aber im Team Martins im Video sieht man, wenn man das genug bearbeitet, dann kommt dann eigentlich wiederum die fliegende Drohne zum Vorschein. Und da sind die Spekulationen natürlich gerade losgegangen, ob das ein Killstreak wird sein, ob das vielleicht bei der Prestige Edition, die man ja auch kaufen kann. Es war ja auch mal das RC-Kerli dabei gewesen. Und irgendwie so ein 80-Grad, ob das vielleicht bei der Prestige-Edition wird dabei sein und so weiter und so fort. Ich denke, es wird in den nächsten Wochen einige Infos geben zum MW3-Nachfolger, wie er auch heissen wird und so, weil der Name Eclipse taucht immer wieder auf. Es ist aber auch so, und das hat auch der Team Martin in seinem Video erwähnt, dass der 13. November 2012, wo das neue Call of Duty voraussichtlich wird rauskommen, wird, glaube ich, ein Eclipse sein. Also das ist ja dann, wenn eigentlich der Mond die Sonne ganz verdeckt und man nur so einen leuchtenden Ring sieht. Also darum ist vermutlich der Projektname vom neuen Call of Duty Eclipse. Und ob es dann wirklich so wird heissen oder einfach Black Ops 2, das wird sich dann herausstellen. Gerüchte sind auf jeden Fall, oder Gerüchte-Küche ist auf jeden Fall ein Brodeln wie blöd. Aber das ist eigentlich auch genau das Material, das wir im Moment brauchen. Weil das MW3, eben ja, das Interesse ist sicher immer noch recht vorhanden. Aber man ist langsam auch ein bisschen gierig auf Infos, was dann beim neuen Call of Duty eventuell angesagt wird sein. Das ist einerseits etwas, was sehr interessant war für mich und sicher auch für euch wird sein. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, zieht nach rein, probiert alle Links unten in die Beschreibung reinzuklatschen. Und was noch viel interessanter war für mich, das Wochenende war Diablo 3 Open Beta gewesen. Und ich weiss nicht, ob ihr Diablo das Game kennt. Das ist ja mehr oder weniger ein Action-Rollenspiel, Action-RPG, das seine Wurzeln auf dem PC hat. Es ist, glaube ich, auch vom ersten Teil mal eine PlayStation-Version rausgekommen, also eine PlayStation 1 noch. Und es wird eventuell auch vom Diablo 3, wo jetzt neu wird rauskommen, am 15. Mai, eine Version für Konsolen geben. Das sieht man dann. Sie sind scheinbar am Abklären. Jetzt ist die Sache eigentlich die, ich meine, ich war dann 18, als das Diablo 2 im Jahr 2000 rauskam. Und ich habe das Game geliebt. Ich war süchtig, nächtelang am Zocken, man, irgendwie online, zusammen mit anderen Jungs unterwegs und so. Und dann bin ich gerade in der Lehre und die Leistungen haben definitiv recht drunter gelitten während dieser Zeit, wo ich dort zum Suchten war.
Aber hey, nein, es ist einfach die absolute Faszination mit dem Aufleveln, mit dem Easy-Kämpfen, mit den Klassen, die man sich aufbauen kann. Und den verschiedenen Möglichkeiten. Und Diablo 3 scheint genau das zu werden, was ich mir schon immer gewünscht habe. Mit einer geilen Grafik. Von die vom Diablo 2 ist langsam schon ein bisschen veraltet. Die Maximalauflösung offiziell ist 800 x 600. Stellt euch das mal vor. Und von dem her habe ich jetzt über das Weekend übelst viel eben in dieser offenen Beta mitgespielt, weil sonst können sie eigentlich eben nicht in der Beta mitmachen. Also das heisst, sonst können nicht alle Benutzer in der Beta mitmachen. Es hat ein paar vereinzelte gegeben, die so einen Schlüssel haben bekommen, schon letztes Jahr, und die haben jetzt in der Beta können mitspielen, können schauen und keine Ahnung, die ganzen «Hey, nein, wir verreissen, ziehen doch gerade die Szene rein, wo der Swifty dort durchgezogen, geil Sieg.» Eben ja. Die geschlossene Beta läuft schon seit langem, die wird auch noch bis zum 1. Mai laufen, aber jetzt haben über das Weekend eigentlich alle können ausprobieren. Die haben es faszinierend gefunden, ganz ehrlich, der neue Ansatz und so, wie man seine Klassen aufbauen und so, finde ich absolut genial, weil die Fähigkeitsbäume vom 2, die sind relativ mühsam gewesen, vor allem wenn man sich verplant hat. Hast du erst jetzt mit einem späteren Update die Möglichkeit bekommen, die Skillpunkte wieder zurückzunehmen. Ja, die Sache ist eigentlich einfach die. Ja, nein, das ist auch ein schöner hier. Das ist wirklich auch ein schöner. Zieh euch die Szene gerade mal rein. Heilige Scheiße. Das ist ganz ein geiler Sieg. Die Rüse drumherum und er schnauzt einfach nicht mehr. Der Einnahmebalken bewegt sich ja nicht. Irgendetwas kann ja doch nicht stimmen. Anyway, ich muss nochmal zurück zum Diablo kommen. Und eben, es hat mir wirklich super gefallen, auch die Grafik und alles. Ich habe mit dem Witch Doctor ein bisschen gezockt und seinen Todeshüngen, wie auch immer. Hat mir wirklich gefallen, auch ein bisschen mit Quasti online gewesen, 2-Player-Coop. Und ja, ab dem 15. Mai wird ich auch Diablo 3 zocken auf dem PC. Und zwar wie blöd, wird ich richtig reinsuchten und werde dann schauen. Schau, jetzt ist eben der eine, hat jetzt endlich einen Moab vom gegnerischen Team geschafft. Wow. Und ja, wer auch Lust hat auf das Game, soll sich reinziehen auf dem PC. Dann können wir auch zwischendurch mal ein bisschen zusammen zocken und so. Ich werde vielleicht das eine oder das andere Video hier auf dem Channel zeigen, je nachdem wie fest dass es euch interessiert. Aber dadurch, dass es mich so fest interessiert, werde ich sicher ein Video machen, wo ich schnell ein bisschen erkläre und so, was mich so flasht. Und ja, das wäre es eigentlich zum Diablo 3. Ich freue mich wie ein kleines Kind auf den 15. Mai. Ich habe sogar schon frei genommen. Yeah, schon ein bisschen wicked. Aber eben, überlegt euch das mal. Jetzt ist es Ewigkeiten her, seitdem das Diablo 2 und das Expansion Pack im 2001 rausgekommen. Also es ist wirklich langsam Zeit, wieder mal ein richtig geiles Action-Rollenspiel zu spielen. Und ich denke, das wird grossartig. Vor allem eben auch die Unterstützung von Blizzard für die Community ist eigentlich unvergleichlich. Und auch wie sie die Qualität von ihren Spielen sicherstellen, das ist eben auch genial. Ich meine, früher hat es in der Call of Duty auch noch eine geschlossene Beta gegeben, wo ein paar Auserwählte testen konnten. Das war etwas ganz Geiles, dort immer wieder versuchen, so einen Schlüssel zu bekommen und wirklich mitspielen. Und das haben sie jetzt eigentlich auch weggelassen. Naja, das war jetzt die Überleitung zum MW3. Jetzt noch eine andere Info. Und zwar habe ich mitbekommen, dass gewisse Leute ihre Kollegen alle in Crown haben eingeladen und ohne gross etwas zu informieren. Ich muss sagen, das geht gar nicht. Ich hoffe, dass die Leute das mitbekommen haben. Es geht nicht darum, dass wir irgendjemanden nicht dabei haben. Es geht darum, dass wir immer noch uns am Finden sind, uns am besser kennenlernen sind. Und solange dass wir dort nicht ein gewisses Level erreicht haben, wird die eigentlich die Türen auch nicht öffnen. Weil es ist, glaube ich, für jeden nachvollziehbar, wenn man als Gruppe nicht einen gewissen Zusammenhalt hat, dann ist es extrem unglücklich, wenn dort neue Leute reinkommen und vielleicht auch wieder ein bisschen für Chaos sorgen können. Wir müssen also sicherstellen, dass wir gut zusammen auskommen, dass das sauber ist und dann werden die Türen wieder aufgehen. Schönen zusammen.